Guten Morgen. Nachdem ich ja mit meinen Veteranen relativ erfolgreich bis zum Feldmarschall hochgekommen bin, ist heute der Plan, ein ähnliches, ebenfalls schlagkräftiges Deck zu konstruieren. Und dazu habe ich mir überlegt, dass ich da erneut Deutschland mit Veteranen als Hauptnation nehme und dazu diesmal die Engländer mit der Zusatzmechanik des Festsetzen. Das heißt, ich benötige dazu, wo ist er hier, genau diesen Panzer, der Crowell, weil sobald eine Einheit festgesetzt ist, ist sie unterdrückt, also die ganzen Mischler, Marinedecks oder die ganzen Buff-Spieler, die werden unterdrückt. Hier kann ich die ganze Fliegermeta festsetzen und unterdrücken in Kombination. Mit diesem Wirbelwind setze ich alle Lufteinheiten fest, die ins Spiel kommen. Der Panzer setzt jemanden fest, wird sogar Veteran. Also da brauchen wir ein paar. Kann nicht festgesetzt werden, brauchen wir nicht. Wir wollen ja festsetzen. Das wäre noch was, würde mir noch 3 Verteidigungen auf dem Hauptquartier geben. Und hier würde ich eine Karte ziehen. Und hier könnte ich eine Einheit festsetzen und zurückziehen lassen, also gezielt. Das heißt zum Beispiel die Mischler, die Japan-Mischler, die eine Karte ist ja auch eine Spezialkarte, dann könnte ich die gezielt festsetzen in Kombination mit meinem Panzer. Und jetzt brauchen wir noch die ganzen Veteranen. Haben wir schon. Brauchen wir. So. Das wär's mit den ganzen Veteranen. Hier könnte man noch Schnellfeuer und Schock, wäre auch noch was. Und jetzt geht es um die normalen Karten. Also ich habe jetzt 25 Karten für die Spezialsynergie. Ich nehme immer gerne den Nachschub mit rein. Das gibt mir zusätzlich 2 Credits, wenn ich eine Einheit zerstöre. Finde ich persönlich sehr interessant. Mit dieser Karte auslöschen spiele ich nie. Kopiere 3 zufällige Pfeile im gegnerischen Deck und ziehe eine Karte. Kann interessant sein. Wir Da ich mit Deutschland spiele, habe ich keine Wachen. Die Engländer haben Wachen. Hier kriege ich eine sehr günstige Wache und dazu eine Garnison auf die Hand. Müsste ich sicher mit einpacken. So ein Blitzpanzer oder diesen Blitzpanzer da. Ich suche ja nicht das schnelle Spiel. Ich suche eher das mittlere Spiel. Ich muss einfach sehen, dass ich das schnelle Spiel am Anfang überlebe. Mit dieser einen Karte, ich habe ja Flieger, ich habe Panzer und ich habe Infanterie. Nehmen wir mal eine mit, kann ich alle 3 Einheitgruppen buffen. Wenn eine deutsche Einheit in meine Hand kommt, habe ich immer gerne einen mit dabei. Wenn sie an eine deutsche Einheit an die Front geht, habe ich auch gern dabei. Hier habe ich die Einsatzeffekte, die ich nochmal benutzen könnte. Und setzt sie fest. Das wäre so ein Bomber, der jemanden festsetzen würde. Also nur eine Bodeneinheit. Einen Schaden verursacht und festsetzt. Immer gut gegen die ganzen Rusher. Ich habe aber nur noch eine England-Karte. Und da würde ich eigentlich gerne eine andere mitnehmen. Das Kettenrad gibt all meinen deutschen Einheiten +1 Angriff überall, auch die schon gespielten.
Macht sicher auch Sinn. Die Überlegung war noch, die Schrägformation reinzupacken, aber dazu müsste ich mehr Einheiten auf dem Spielfeld haben als mein Gegner. Also ist eher für das schnelle Spiel. Diese drei, solange sie nicht genervt werden, müssen sicher mit rein. Dann haben wir diese zwei. Das gibt immer plus eins für jeden Credit Aktionskosten. Also das ist enorm stark. Ich habe irgendwie da eine verpasst, weiter oben. Da, deine Einheiten erhalten plus eins Angriff für jeden Credit Aktionskosten, der in diesem Zug ausgegeben wurde. Da packen wir sicher eine dieser Karten mit rein. Hier würde ich sofort in die Front ziehen. Ist auch interessant in Verbindung mit wo haben wir sie? Mit dieser 50. Infanterieregiment. Die erste Elite wird, wenn sie an der Front steht. Eigentlich hätte ich diesen noch mit reinpacken wollen. Aber ich habe bereits 40 Karten drin. Dieser Panzer wäre auch noch was drauf, plus ein Angriff für jeden Einheitentyp, den ich kontrolliere. Das schaffe ich jetzt auch nicht mehr reinzupacken. Den habe ich. Diese beiden wollte ich noch mit rein. Die müssen eigentlich mit rein. Der wäre auch wichtig gewesen. Habe ich jetzt keinen Platz mehr. Der wäre auch spannend, wenn er keine Einheiten einsetzt. Und die werden auch spannend, weil wenn die Schaden kriegen und sich dann wieder umwandeln, ist der Schaden wieder weg. Und wo haben wir? Gegen zum Beispiel die ganzen Wettereffekte. Die Wettereffekte würden hier ziemlich stark geblockt, weil sie jedes Mal eine Karte abwerfen müssen. Habe ich jetzt, den wollte ich eigentlich noch, genau. Den brauche ich, der ist wichtig. Ich habe zu viele Karten. Wieder mal zu viel. Okay, wie mit dieser Elite-Karte kann man Runden gewinnen, weil immer alles auf die Hand zurückgeht. Ich habe eine England-Karte zu viel, dann nehmen wir einen dieser Panzer weg. Jetzt sind es noch 4 zu viel. Wir nehmen noch einen Kolossus weg. Dann haben wir das Kettenradziel erobern. Mit dieser Einheit habe ich eigentlich noch nie, oder mit dieser Elite-Karte die habe ich noch nie spielen können. Lassen wir die mal. Geht so viel zu lange, bis die einsatzbereit ist. Sind es noch 2 Karten. Also das Ganze baut ja auf diesem Panzer auf und das Ganze festsetzen. Dann wäre es recht doof, diese Karte rauszunehmen. Die günstigen Karten eigentlich auch. Was nehme ich noch raus? Also ein Matilda rausnehmen. Ich nehme noch einmal Matilda weniger. Und das Zurückbringen setzt seine Ziele. Ja, nehme ich auch zurück. Und wir sagen dem Festsetzen Schrägstrich Veteranen, sagen wir dem Deck. Ja, ich habe jetzt nicht so viele Veteranen im Deck. Also das Deck mit den Anzack und den Veteranen ist in der Theorie schlagkräftiger als das, was ich hier habe. Wir testen es jetzt trotzdem einmal. Vielleicht müsste man noch das eine oder das andere austauschen. Wir nehmen die Veteranen-Hintergrundkarte, wenn wir schon ein Veteranen-Deck haben. Festsetzen.
das muss ich jetzt noch ändern. Okay, löschen, nein, bearbeiten, festsetzen. Da, Rechtschreibfehler. Gut. Festsetzen, Veteranen, jetzt passt's. Okay. Und wir versuchen es mal. Ich hatte gestern ein Spiel gegen einen, schon wieder keine Effekte eingeschaltet. Ich hatte gestern ein Spiel gegen einen T34 Panzerspieler und habe gnadenlos verloren. Also es funktioniert, wenn man die richtigen Karten zur richtigen Zeit auf die Hand bekommt, ist das Spiel brutal. Und er hatte den Einsatzeffekt, dass die Panzer Schaden machen, den hatte er und er hatte die nötigen Panzer. Ich habe gar keine Einheiten oder Befehle spielen können. Ich war bereits so gut wie tot. Und was ich neuerdings auch habe, dass ich relativ lange auf einen Spielpartner warten muss. Keine Ahnung warum. Früher waren das zwischen 15 bis 20 Sekunden, jetzt warte ich bereits wieder eine Minute. Nach einer Minute konnte man normalerweise gegen die KI eine Runde spielen. Passiert hier jetzt auch nicht mehr. Das haben sie irgendwie rausgenommen, diese Mechanik, um nicht einfach gratis im Prinzip einen Sieg zu erspielen. Entweder hat es zu wenig aktive Spieler auf meinem Rang, aber ich wäre ja auch bereit, gegen einen schlechteren Spieler zu spielen. Könnte ich meine geplante Synergie ein bisschen besser zeigen, wenn ich ein bisschen Zeit hätte. Okay, 2 Minuten und immer noch nichts im Radar. Such. Kann ja nicht sein, dass ich weltweit auf allen Plattformen im Crossplay kein Spiel finde. Es ist ja nicht überall morgens um 6. Es gibt ja auch Regionen, die jetzt eine aktivere Zeit haben. Bei 3 Minuten werde ich dann abbrechen und neu suchen. Also das ist jetzt neuer Rekrut. Auch nicht ein Rekrut, sondern Rekord. So lange habe ich noch nie auf ein Spiel gewartet. Okay, die 3 Minuten sind jetzt erreicht. Er hat nichts gefunden. Ich breche mal ab. Abbrechen geht auch nicht. Abbrechen geht schon. Okay, wir versuchen es jetzt noch einmal neu. Und sonst spiele ich einfach gegen die KI. Das ist dann zwar nicht so aussagekräftig, aber bei die KI, die spielt sehr unlogisch. Die spielt eine Karte, ich mache einen Schaden an deiner einzigen Einheit, dann spielt sie eine Karte, ich mache jetzt noch 2 zusätzlichen Schaden an deiner einzigen Einheit. Und als drittes, ich spiele jetzt eine Karte, wo ich eine zufällige Einheit des Gegners zerstöre. Ich habe aber nur eine Einheit, aber er hat zuerst noch 2 andere Karten gespielt und mir Schaden gemacht an dieser Einheit, die er dann zerstört. Aha, da ist er. Der hat sich wahnsinnig gut versteckt. Er ist ein Japan-Rusher, vermutlich. Das heißt, der, der brauche ich nicht, den auch nicht. Die ist die Runde fertig, bevor ich angefangen habe.
Das Einzige, was ich jetzt spielen kann, ist diesen da. Den ersten zerstören, die Karte zurücknehmen und irgendwann, ziehe 2 Karten. Okay, das könnte ja das Spielerdeck sein, das ich da getestet habe. Der spielte genauso. Feuerzeug, keine Ahnung, ob er ein Feuerzeug hatte. Das Deck, das ich gestern vorgestellt habe von Bembelchen, oder wie der immer auch heißt oder sich ausspricht, der hat genau ein solches Deck. Das ist so ein Credit-Loss-Deck. Mal sehen. Wäre ja ultra spannend, wenn er es ist. Okay, jetzt haben wir die Situation, ich habe hier 2 Schaden und ich könnte jetzt diesen spielen. Ich nehme jetzt den zurück auf die Hand und spiele ihn wieder. Weil der spielt Creditlos, das ist Bembelchen. Muss fast sein. Okay. Ja, diesen allen kommt er jetzt in die Front. Ich könnte jetzt diesen setzen, ich habe aber nichts zum Unterdrücken. Ich nehme mal diesen da. Also der hat jetzt überall 0, kommt mit allen an die Front und macht 4 Angriff. Ist natürlich relativ viel für mich. Also das ist der weg. Mal sehen, ob ich da noch was schaffe. Jetzt hat er diese Karte auch drin. Okay. Weil die hat er letztes noch nicht drin, falls es Bämbelchen ist, logischerweise. Jetzt hat er 12 Schaden. Also ich kann ihm jetzt gar nicht genug Schaden machen, für dass ich das Spiel verliere. Ich hätte anders spielen können. Ich mit dem den zerstören, das. Dann hätte ich wieder Kredit. Okay, schade. Ja, mein Fehler. Jetzt habe ich verloren. Mit dieser Karte, in Verbindung mit dieser Karte hätte ich das Spiel um einen Zug rauszögern können. Ja. Ja, du brauchst eigentlich nicht mehr nachziehen. Du hast ja genug Punkte mit deinem Credit Lost. Ich habe immer noch nicht den Ton eingeschaltet. Ich schalte jetzt noch den Ton ein. Okay, Bämbelchen hat mir gesagt, dass die Effektlautstärke zu hoch ist gegenüber meiner Stimme. Okay, dann setzen wir die nicht auf 100%, sondern wir nehmen das auf 75%. Weil ich habe jetzt das Nvidia Broadcast Aufnahmesystem im Hintergrund laufen, wenn mir das Windows Update nicht wieder die Einstellungen zurücksetzt und irgendwas anderes nimmt, müsste das eigentlich klappen. Also ein Spieler war ja jetzt verfügbar. Im Prinzip könnte der jetzt noch einmal mitmachen. Und schon wieder eine Minute. Ja, da kann ich nicht zeigen, wie das Deck funktioniert.
Okay, wir brechen da mal ab. Und spielen gegen die KI. Da habe ich... Oh, da habe ich schon jemanden gefunden. Danke dir, KI. Und das ist ein Russe. Das brauche ich nicht. Teuer, teuer. Brauche ich auch nicht, brauche ich auch nicht. Ich brauche meine Veteranen. So, also, wo fangen wir an? Dann kann ich diese eine Karte zeigen da. Könnte ich. Okay, wenn ich jetzt den einsetze, den Bomber einsetze, dann zerstört er mir den Bomber. Ja, ich muss ja was spielen. Der macht 1 oder 2 Schaden, der muss immerhin schon zweimal angreifen. Das ist ja jetzt speziell, der greift ein Hauptquartier an. Das machen die sonst nie. Genau, wollte ich doch sagen. Wow. So geniale Spielzüge von der KI sieht man eigentlich nie. Habe ich da jetzt schon was? Nein, habe ich noch nicht. Okay. Wird das das erste Mal, dass ich irgendwie eine Runde gegen die KI verliere? Also ich habe schon mal verloren. Also wir gehen jetzt mal in die Lass meine Karte in Jetzt hat er da noch eine Woche. Wir gehen jetzt hier mal dann gehe ich mal in die Front, mache die ein bisschen stärker, mache meinen Panzer ein bisschen stärker und der muss mit und der geht auch in die Front. Also jetzt kann er mir im Prinzip nichts zerstören. Okay. Dann hier Angriff. Oh, jetzt hat er gleich 2 zusätzlich davon. Da gehen wir dann noch in die Front, damit ich diesen Bomber noch kriege. Jetzt setzt er 2 dieser ein. Also ich brauche mal den da an der Front. Okay, dann brauche ich den. Jetzt habe ich ja hier der Ratschok. Den mal aus dem Spiel. Dann habe ich wieder 10 Credits. Wir gehen mal an. Dann nehmen wir
das nehmen wir zurück. Wir nehmen noch nichts zurück. Wir spielen jetzt diese Karte und kriegen sie +4 Angriff. So. Er kann höchstens 2 Einheiten zerstören. Und die Einheit wird dann... Ah. Ja, das ist jetzt natürlich viel. Ich habe ja da nicht 8 Schaden. Und hier eine Schockeinheit und... Das war mal eine Runde gegen KI, da konnte ich jetzt eigentlich hier recht gut zeigen. Mit dieser neuen Karte. Gehen wir nochmal, da ich ja keine Spieler finde. Das ist natürlich schade. Der Lerneffekt ist ein Amerikaspieler. Der Lerneffekt ist ja nicht so gewaltig gegen die KI. Ah, jetzt können wir noch die Funktion dieser Karte zeigen. Der ist am Anfang zu teuer. Da, passt. Kann ich jede Runde was spielen. Erst den, dann diesen, dann diesen. Okay, der hat jetzt hier diese eine Einheit, die die Wachen neutralisiert. Ah, okay. Lass meinen in Ruhe. Also der darf jetzt nicht in die Front, sonst ist meiner weg. Das heißt, ich spiele jetzt, oder der da hier verursacht +1/+1 für jeden Kredit für Aktionskosten. Ich habe hier 4 Aktionskosten. Oha. Grobe Einheit. Okay. Jetzt geht es darum, hier haben wir 2 Schaden, hier haben wir auch 2 Schaden, der spielt ja jetzt auf. Also wir spielen sicher hier mal, der ist weg. Dann ist der so stark, dass er nicht zerstört werden kann. Und wir setzen dieses Geschütz. Dann werden die Nachbareinheiten automatisch verstärkt, weil kann mir jetzt nicht alles zerstören. Das ist genau das, was ich gemeint habe mit der KI. Okay, der macht jetzt 8 Schaden, wird aber dann nicht zerstört. Genau. Ich greife hier mal an und gehe mit diesem noch in die Front. Dann hat er eine Bewegung plus den zusätzlichen Effekt von an die Front gehen. Ja, hat er ihn erwischt. Okay, der muss ja jetzt mal weg. Der ja jetzt von seinen Aktionskosten wieder plus. Und hier haben wir geben diesen Henkel noch in die Front. Greifen hier noch an.
Als nächstes kommt dann dieser in die Front und dieser in die Front. War jetzt nicht so schlimm. Okay. Du gehst in die Front. Du gehst auch in die Front. Du bist dran, dann krieg ich einen Kredit. Schicke eine verbündete Einheit auf die Hand. Ja, schicke auf die Hand. Und greifen hier noch an. Da ist ja schon eine Elite-Einheit. Ja, das war jetzt nicht so schmerzhaft, das Ganze, oder? Angreifen. Und das war's. Die Synergie, die würde funktionieren. Einfach nicht gegen Bämbelchen sein Deck oder ja, gegen Rusher ist es vermutlich nicht schnell genug. Aber so als Idee kann man das Deck sicher spielen. Ist sicher nicht so wie das Veteranendeck hier. Ist sicher nicht so schlagkräftig. Aber trotzdem, ein weiteres Video. Vielen Dank zum Zuschauen und bis zum nächsten Mal.